Hey, hallo zusammen. Heute möchte ich das Abendmahl mit euch zusammen einnehmen für all das, was dich mega nervt und stresst, enttäuscht und verletzt hat, vielleicht auch irritierend ist, weil du hast gebetet und die Wunder sind nicht so eingetroffen, wie du das denkst. Und das Abendmahl ist eine solche göttliche Kraft, wo wirklich Dinge bewegt und Dinge auch verändert in der sichtbaren wie auch in der unsichtbaren Welt. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben so genervt bist, vielleicht auch frustriert bist, vielleicht auch enttäuscht bist, und wir nehmen bewusst dieses Stück Brot, weil Jesus hat gesagt, das ist mein Leib, er wurde zerbrochen, damit ihr geheilt werdet. Und ich möchte jetzt einfach beten für eine Heilung in der Seele, weil unsere Seele, die ist groß, die ist wichtig. Seele ist nicht nur gleich falsch, aber David musste auch der Seele oft befehlen, dass sie zur Ruhe kommt. Und ich möchte mit dir zusammen mit dem Abendmahl eigentlich deiner Seele befehlen, zur Ruhe Gottes zu kommen. Also ich nehme dieses Brot, nimm das Stück Brot, und man isst es und man kaut es und ich sage, Jesus, du bist gestorben für all das, was mich mega nervt, enttäuscht, verletzt und auch irritiert. Und jeden Biss, den ich nehme und alles, was ich zerkaue, mache ich mir einfach bewusst, du hast für mich den Preis bezahlt. Ja. Und ich sage meiner Seele, ja, ich wurde enttäuscht, ja, ich bin verletzt, aber ich lasse nicht zu, dass diese Enttäuschung, Verletzungen Wurzeln schlagen darf in meiner Seele, sondern wie Staub, das gekommen ist in einer Wohnung, ich staube es ab und sage, es darf da nicht haften, es wird auch nicht bleiben können, sondern ich wische es weg, ganz konkret mit deinem Leib von Jesus. Und jetzt nehmen wir das Blut, das ist eben Vergebung, dass wir auch Vergebung aussprechen können. Ist nicht immer ganz so einfach, aber wir können sagen, Gott, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie mir angetan haben. Und manchmal müssen wir an dieses Gebet beten, sagen, Gott, ich möchte vergeben, aber es fällt mir unglaublich schwierig, weil ich finde es nicht fair. Und das Leben ist nicht immer fair, aber Gott ist gut und Gott ist der gerechte Richter. Also wir übergeben diesen Fall in die Hände Gottes und Gott möge richten. Und er macht das immer besser, als wir das jemals machen können. Ja, und Johannes, als er Jesus gesehen hat, hat er gesagt, das lesen wir in Johannes 1, Vers 29, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschheit wegnimmt. Und alles, was jetzt dein Herz schwer macht, und das Herz ist die Quelle vom Leben, und was dir das Leben rauben will, das hat dieser Jesus, das Opferlamm Gottes, hinweggetragen, rausgetragen. Und trink heute den Wein oder den Traubensaft mit diesem Bewusstsein. Er hat die Sünde der Welt hinweggetragen. Und jetzt, wieso das Blut da runterläuft, möchte ich auch ganz bewusst diese Enttäuschungen, Verletzungen, Niederlagen einfach wegspülen. Und das kannst du. Dein Blut macht alles neu. Du nimmst die Sünde und du wirfst sie in das tiefste Meer. Du holst es nie mehr nach vorne. Und ich spreche das jetzt aus. Es braucht ein Wunder, Jesus. Aber ich glaube und ich vertraue heute, dass du das jetzt in dem Moment bei mir tun wirst. Amen. Und weißt du, wenn du dann vielleicht in den Tag hineingehst, du merkst, das Thema kommt wieder hoch, kannst du sagen, okay, das habe ich am Kreuz hingebracht. Und ich nehme es nicht mehr weg vom Kreuz. Es ist da deponiert und ich sage immer wieder, nein, es ist deponiert und ich sage es so lange, bis ich merke, es ist wirklich da am richtigen Ort deponiert.